Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Heute, es wird Zeit, über die Personalie Mathys Tel zu reden und natürlich auch, ja, was generell unser Problem ist, was die Integration oder den Aufbau von jungen Spielern betrifft. Ja, da gehen wir mal ein bisschen rein. Haben wir ja oft genug besprochen in den letzten Monaten, aber ich werde das hier mal ein bisschen zusammenfassen. Und Mathys Tel Abgang ist safe und von daher gehen wir da mal ein bisschen detaillierter in das Thema. Bevor wir das tun, immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, ja, schreibt einen Kommi, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Von daher, let's go und vielen lieben Dank. Gut. Oh, verkehrt. Da wollen wir hin. Ja, Mathys Tel ist nicht mehr Spieler des FC Bayern. Ja. War abzusehen nach der Leihe. Dann erst recht nach dem Europapokalgewinn von Tottenham, dass Tottenham ihn fest verpflichtet. Am Ende des Tages, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, sind wir bei plus minus 0 rausgekommen. Wir haben uns, glaube ich, damals für 30, 35 Millionen verpflichtet mit Boni. Stade René hat eine Klausel oder ein Weiterverkaufsrecht, so dass sie nochmal 9 Millionen bekommen. Wir bekommen 35 Millionen, haben 10 Millionen Leihgebühr bekommen gehabt. Also sind wir bei plus minus 0 sehr wahrscheinlich irgendwo rausgekommen. Für mich persönlich eine absolute Farce, ja, diesen Spieler ja, so zu behandeln, wie man ihn am Ende behandelt hat. Erinnert euch mal zurück an Thomas Tuchel, wo wir gesagt haben, ey, du kannst doch nicht so mit Mathys Tel umgehen. Und in der Nachbetrachtung war Tuchel noch der ihn am meisten gefördert hat. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja, das ist die Phase, wo Mathys Tel am stärksten war. Ja, wo er einen riesen Impact auf unser Spiel hatte. Und das, obwohl er von seiner ungeliebten Position von der linken Seite gespielt hat. Noch nicht mal vom Zentrum aus. Ja. Und das macht mich dann schon traurig. Erst recht, wenn man dann halt die Konkurrenten auch sieht, ja, die da auf der Position letzte Saison gespielt haben mit Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman. Also ich denke, wenn man Mathys Tel da mal ein bisschen Vertrauen gegeben hätte, wie gesagt, er hat es unter Thomas Tuchel schon gezeigt gehabt, dass er das kann, dann hätte das funzen können, müssen, ja. Und dann hättest du einen Spieler gehabt, ja, der die nächsten Jahre auf der Seite performt. Ja. Oder vielleicht dann irgendwann in der Mitte das Erbe von Heavy angetreten hätte, ja. Ansonsten wäre natürlich auch eine gute Alternative gewesen in der Doppelspitze mit Harry Kane. Ja. Aber auch das hat man sich nicht zugetraut. Und das zeigt einfach ja unser großes Dilemma und unseren großen Zwiespalt, den wir, glaube ich, auch nicht mehr hinbekommen. Also erstmal wünsche ich Mathys Tel alles Gute. Ich denke, wenn Tottenham an ihm festhält, wenn er da mal ein Jahr ist, wenn er sich da mal eingewöhnt hat, und Tottenham wirklich an ihm festhält, dann wird er seinen Weg machen, der Junge. Ja, wir haben die Qualität bei uns gesehen, Alter. Die ist überragend. Also er wird seinen Weg gehen, 100 Pro. Und dann werden wir ähnlich wie bei Rhein Gravenberg hier in 1,5 Jahren sitzen und sagen, Alter, wie kommt man so hohl sein? Ja, darauf wird es wieder hinauslaufen. Und damit sind wir auch beim großen Problem, was wir haben. Ja, wir haben einfach keine Eier. Ja, also Thomas Tuchel, wenn wir das jetzt mal nachbetrachten, habe ich ja gerade schon gesagt, dann hat Thomas Tuchel ja noch die größten Eier gehabt. Ja. Also Vincent Kompany hatte keine Eier diese Saison. So gar keine Eier. Ja, haben wir schon oft genug durchgekaut. Ich habe auch oft genug gesagt, dass ich es irgendwo verstehen kann, weil Kompany es halt geschafft hat, diesen Teamgeist wieder zu erwecken. Und das hätte er mit Sicherheit nicht geschafft, hätte er da 3 Jugendspieler behalten und die Jugendspieler den Stars wie Coman, Gnabry und Sané vor die Nase gesetzt. So. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, dann wäre das mit Sicherheit so nicht gelaufen, wie es gelaufen ist.
Von daher gesehen kann ich das irgendwo nachvollziehen, irgendwo verstehen. Seine erste Saison, Blasülz, Blasülz. Ja, warum man sich dann vor der Saison da hingesetzt hat als Sportvorstand und Sportdirektor und groß getönt hat, ja, wir wollen jetzt jedes Jahr 2 vom Campus mit integrieren und Kompanie ist der richtige Trainer dafür und so weiter. Und dann haben wir den, zweitältesten Kader in der ganzen Champions League, den ältesten in der Bundesliga. Ja, das sagt schon alles aus. Ja. Nächste Beispiel dafür, Adam Aznu, letzte Saison, sehr, sehr starke Vorbereitung gespielt. Genauso wie Iran Kunda hat eine sehr starke Vorbereitung gespielt. Dennoch noch 2, 3 Spieler haben eine gute Vorbereitung gespielt. Und man hat diese Spieler alle weggejagt. Alle. No? Weil man einfach nicht die Eier hat. So. Man hat nicht die Eier, irgendwelchen alteingesessenen, millionenverdienenden Leuten, die seit Jahren keine Leistung bringen, da mal zu sagen, pass mal auf, ja, das reicht so nicht, das ist jetzt hier der Iran Kunda und der spielt jetzt hier. Oder das ist der Mathis Tell, der spielt jetzt hier. Ne? Das ist schade. Um auf Tell zurückzukommen, ja, seine Einsätze, die er hatte, waren nicht gut unter Kompanie. Waren wirklich nicht gut. Ja. Aber, erinnert euch zurück, Kingsley Coman, Leroy Sané, die waren auch alle nicht gut. Die waren am Anfang alle nicht gut. Ja. Die brauchten alle 6, 7, 8 Spiele am Stück, damit sie wieder ihre Form gefunden haben. Ja. Und warum hat man diese Zeit nicht mal an Mathis Tell zugestanden? Dem hat man immer nur 20, 30 Minuten zugestanden. Auf PKs hat man dann immer die Standardphrasen gemacht und hat dann gesagt, ja, wir sehen ja Mathis Tell. Dann hat man erstmal die Ausrede gebracht, ja, wir sehen Mathis Tell ja nicht als Außenbahnspieler, wir sehen ihn als Backup für Harry Kane und er wird seine Zeit bekommen. Und dann war Harry Kane nicht da und er durfte trotzdem nicht da spielen. Ne? Er wurde dann mal eingewechselt und dann wurde er sogar noch auf die rechte Seite gestellt, was absolut gar nicht sein Ding ist. So, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Aber da sieht man schon den Umgang mit diesem Spieler. Man hat einfach keinen Bock gehabt oder man hat nicht an den Spieler geglaubt oder man dachte, ey, komm, wir müssen Geld einnehmen, opfern wir Mathis Tell. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Es macht mich traurig. Ja, das war ein Spieler, der sich auf jeden Fall committed hatte mit dem FC Bayern, der Bock auf dem FC Bayern hatte. Das hat man von Minute 1 an gesehen. Und ich glaube, wenn man dem einfach mal ein bisschen Zeit gegeben hätte und ihm einfach mal das Vertrauen geschenkt hätte, dann hätten wir da eine Kanone für die Zukunft gehabt. Ja. Und ich hätte ihn klar in der Mitte gesehen. Ich denke, er wäre der perfekte Part zu Harry Kane gewesen. Wir wissen alle, Harry Kane ist nicht so der Strafraumstürmer, sondern der sich auch mal fallen lässt und so weiter. Und dann wäre es doch grandios gewesen, wenn du da einen Stürmer gehabt hättest, der vorne drin ist, der natürlich auch noch gelernt hätte von Harry Kane. Ja, aber dafür hätte man ja das in Stein gemeißelte, auf Moses-Tafeln eingemeißelte und unter Mittelkreis vergrabene 4-2-3-1-System auch mal aufbrechen müssen. Ja, das ist das nächste Thema bei uns. Auch da sind wir komplett eingefahren, was sehr schade ist. Ja. Und ja, es wird in Zukunft nicht besser werden. Es wird sich nichts ändern bei uns. Ja. Wir werden es nicht hinkriegen, nur ansatzweise irgendwie mal Talente zu integrieren. Ich sehe das gerade nicht, weil man da einfach nicht die Eier für hat. Ja. Man sieht das jetzt auch wieder schön. Ja, Leroy Sané ist weg. Ja, Thomas Müller hört auf. Dann stellt sich ein Joshua Kimmich dahin und fordert irgendwelche Neuzugänge. Dann sind die Namen und die Namen und die Namen und die Namen im Gespräch. Du hast da noch einen Zerc rumdümmeln, du hast da noch einen Koman rumdümpeln. Ich denke mal, beide sollten es hinbekommen, zumindest als Ersatz für eine Außenstürmerposition da bereit zu stehen. Ja, warum sagst du nicht hier, das ist Lennart Kahl? Let's go. Mit dem gehen wir in die neue Saison. Das ist Iran Kunda. Das ist der Backup. Mit dem gehen wir in die Saison. Ja. Und dann hast du dahinter immer noch einen Koman und Gnabry, wenn die denn wollen.
Auf der anderen Seite hast du Michael Olise, das ist ein No-Brainer, Alter. Ja. Ähm, ja, müsste man halt die Eier für haben. Werden wir nicht. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir 70, 80 Millionen ausgeben, den nächsten Star verpflichten, der dann da spielt. Und dann hast du da mit viel Glück wirst ein Koma noch los, aber dann hast du noch einen Serge dahinter rumdümpeln, der dann Nummer 1 Einwechselspieler ist. Wahrscheinlich holst du dann noch ein junges Talent, anstatt wieder ein Talent aus deiner eigenen Reihe zu nehmen, auf den Außenpositionen, was sehr, sehr schade ist. Ja. Backup für Harry Kane. Das nächste. Ja. Kusi Asare, haben wir. Ja, let's go. Dann gib ihm doch mal Spielzeit. Ja. Also Harry Kane war gegen Amateurclub 90 Minuten nicht zugegen, nicht zu sehen. Ja. So, der wird auch nicht jünger. Ja. Nein. Dann geht man in die Saison und sagt, ja, Serge Gnabry ist unser Backup. Alter, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Ja. Also, auch da haben wir keine Eier. Ja. So, und wir brauchen auch nicht darüber reden, dass sich irgendein Stürmer, das ist dasselbe wie mit Manuel Neuer. Ja. Woldemade und so weiter, wie sie alle heißen. Es gibt genug gute junge Stürmer. Ja, Seschko von RB Leipzig, das sind aber alles keine Stürmer, wo du sagst, ey, den packe ich hinter Harry Kane. So, dann müsstest du sagen, jo, pass mal auf, Harry Kane ist noch da. Let's go, wir spielen mit 2 Spitzen. Ja, dann spielen wir eh nur mit 1,5 Spitzen, weil Harry Kane sich fallen lässt. Und ja, lässt er sich fallen auf eine Pose neben Musiala. Ja, warum denn nicht? Ja. Also Musiala kann auch über eine linke Halbposition kommen. Also ist ja alles nicht das Problem. Aber nochmal, dafür müsstest du ja dein System aufbrechen. Ja, aber was wäre denn der perfekte Zeitpunkt, wenn nicht jetzt, Alter? So, also wir müssen jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, ja, Harry Kane spielt noch locker 3, 4 Jahre auf dem Niveau. Ja, also ich bitte euch. Das wird halt auch nicht passieren. Ne? Aber es ist wieder so, wir denken gar nicht so weit. Ja, wir denken gar nicht so weit. Das ist dasselbe wie mit D-Boy. So, wahrscheinlich ist man davon ausgegangen, oh ja, ach, der wird schon verlängern. Ja. Also wir geben ein Bild ab, was wirklich eine absolute Katastrophe ist. Und ich glaube nicht, dass wir die Eier finden werden, zu sagen, wir werden irgendwie Jugendspieler einbauen. Ja, vielleicht haben wir Glück und Lennart Kahl wird so der 4., 5. sein, der dann ab und wann mal 10 Minuten bekommt. Das war es aber auch. So, wie soll der Junge sich da entwickeln? Das macht keinen Sinn. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Du musst mit einem Jugendspieler, entweder hast du richtige Eier und du glaubst an so einen Spieler, wie es Mathys Tell halt war, ja, und sagst, komm, das ist unser linker Flügel, mit dem gehe ich in die Saison. Und dahinter habe ich dann entweder einen Erfahrenen als Backup oder nochmal einen Jungen als Backup oder einen Jungen und einen Erfahrenen. Ja? So. Oder aber du sagst, jo, alles klar, Serge ist mein linker Flügel. Wenn Serge verletzt ist oder Serge wird so um die 60 Minuten spielen und dann kriegt ein Jugendspieler 30 Minuten pro Spiel. So, dann kannst du davon reden, jo, da kann sich was entwickeln. Ja? Aber nicht, wenn der Jugendspieler dann Position 4, 5 auf irgendwelchen Außenpositionen ist und dann alle 3 Spiele seine 10 Minuten kriegt. Ja, so. Das bringt dem Jugendspieler nichts, das bringt dem FC Bayern nichts. Und ja, ich glaube nicht, dass wir die Eier haben, das irgendwie zu ändern. Ich würde es mir wünschen, definitiv. Ja. Zum Glück ist Leroy Sané weg. Auf der anderen Seite, wir sehen es, Mathys Tel ist auch weg, was super schade ist. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein Spieler mit dem Talent und den Qualitäten wirst du halt nicht für dieses Geld verpflichten können. Ja, schon gar nicht in dem Alter. So, der ist keine 24, Leute. Der ist 19 oder wird jetzt 20. Ja. Du musst dem Jungen halt einfach mal vertrauen. Du hättest dem Jungen einfach mal Vertrauen schenken müssen. Ja. Und dann wäre gut gewesen. Ich meine, beste Beispiel Rhein Gravenberg. So, das haben wir alle gesagt. Ja, das ist eine Maschine. Er hat das bei uns gezeigt, wenn er denn dann mal spielen durfte für ein paar Minütchen. Es war klar, wenn der Vertrauen kriegt, wenn er Spielzeit kriegt, wird er sich dahin entwickeln, wohin er sich bei Liverpool entwickelt hat. Ja. So, wir haben halt einfach nicht die Eier. Ja, und das ist eine Katastrophe. Und das wird sich nicht ändern. So, wir haben Tom Bischof verpflichtet. Für was?
Für was? Er durfte noch nicht mal gegen Amateurverein auflaufen. Selbst da ist wieder ein Kimmich 90 Minuten rumgedümpelt. Weil du kannst ja einen Kimmich nicht auswechseln. Das wäre ja Majestätbeleidigung. Ja. Für was? Ja, wir werden wahrscheinlich wieder eher Goretzka Kimmich sehen im Laufe der Saison wie mal Bischof Kimmich oder geschweige denn mal Bischof Pavlovic. Ja. Von Palinja oder Conny Leimer in der Zentrale brauche ich gar nicht erst anfangen, oder? Wird alles nicht passieren. Wir haben immer, egal welcher Trainer da ist, haben wir immer die gleichen Probleme. Ja, es spielen immer die gleichen alteingesessenen Spieler, ob sie Leistung bringen oder nicht. Das spielt irgendwie keine Rolle. Ja. Ich denke, ein Kimmich hätte es auch mal gut getan in der letzten Saison oder auch ein Harry Kane einfach mal draußen zu bleiben, um mal ein bisschen Kräfte zu schonen. Ja, und das kann auch nicht das große Problem sein. Die müssen nicht jedes Spiel über 90 Minuten spielen und behandelt werden, als wären sie Könige. Ja, aber so ist es beim FC Bayern. Ja, man hat das Gefühl, dass beim FC Bayern die Mannschaft spielt, wo man schaut auf die letzten 10 Jahre, was sie für Erfolge für den Verein gebracht haben und daran wird die Mannschaft aufgestellt. Ob das ein Manuel Neuer ist, ob das ein Kimmich ist, ob das ein Gnabry ist, ob das ein Coman ist, ob das ein Leroy Sané war. Ja, wir können ja froh sein, dass Michael direkt so performt hat, sonst wäre Michael wahrscheinlich auch mehr draußen gesessen, wie er gespielt hätte. Das ist schon schade. Ne? Das ist schon schade. Und mein Take, ich sehe da keine Besserung für die kommende Saison. Ich würde es mir wünschen, ich hätte da auch gar kein Problem mit. Ja. Es muss ein Umbruch her. Ich sage das seit Jahren, Alter. Und wir haben immer noch Coman, Gnabry, Goretzka, Kimmich da. Immer noch. Und Kimmich ist ja festgemeißelt. Der ist ja die nächsten 4 Jahre da oder die nächsten 3 Jahre. Was ja auch fein ist. Ja. Aber du musst den Menschen dann auch einfach mal auswechseln. Ja. Du hast 2 Positionen in der Mitte. Davon ist eine durch Kimmich belegt, der immer spielt 90 Minuten. Das heißt, du hast eine Position für Pavlo, Bischof, Goretzka, Palinja und Conny Leimer. 5 Spieler. Und da reden wir noch nicht mal davon, dass wir grandiose Jugendspieler wie Lucina haben, der überragend auf dieser Position in der letzten Saison in der Vorbereitung gespielt hat. Ja. Wie willst du denn diesen Jugendspielern auch nur ansatzweise eine Perspektive geben? Wenn da jetzt schon 5 Spieler sind für eine Posi, weil da ein Typ ist, der immer spielt. Ja, das ist ein Stein gemeißelt. Der spielt einfach immer. 90 Minuten, 120, ist scheißegal, der spielt durch, immer. Ja, so, wir müssen mal davon wegkommen. Es ist ja völlig fein, dass man sagt, ey, ich habe eine Säule in meiner Mannschaft, die zieht sich durch, ja. Bin ich großer Freund von. Aber ganz ehrlich, Alter, wenn du gegen, was weiß ich, Duffershausen spielst, es steht 13-0, Alter, und du bist in der 60. Minute, dann müsste es möglich sein zu sagen, komm, Kimmich geht raus und es kommt jetzt mal der und der Spieler rein und kriegt mir hier 30 Minuten Spielzeit. So. Ja, das muss möglich sein. Und das passiert halt nicht bei uns. Das passiert nicht, das wird nicht passieren, das wird vorne genauso wenig passieren wie hinten. Und das ist unser Problem. Ja, ich denke, wir haben das gesehen bei Kompanie. Jetzt einmal versucht mit Rotieren letzte Saison, das ist in die Hose gegangen und von da an war es vorbei mit Rotieren. Ja, und auch mit mal gezielten Auswechslungen. Jetzt bei der Club-WM, ja, es war schön, Lennart Kahl da mal zu sehen in der Halbzeit, ja, anstatt Leroy Sané. Wenn man dann aber das Interview hört und wenn dem wirklich so passieren sollte, wie es ein Kompanie da äußert, ja, dann ist Hopfen und Malz verloren, Alter. Ja, er hat sich da hingestellt und hat gesagt, ja, nee, beim Leo, der kam halt erst so spät. Der wird die nächsten 3 Spiele, wird er auf jeden Fall ein Faktor in dieser Mannschaft sein. So. Wow. Heißt wieder im Umkehrschluss keine Spielzeit für Lennart Kahl. Ja. Weil dann hast du 4 Außenspieler. So. Wo du dann nach 60 Minuten durchwechselst wahrscheinlich. Grandios, oder? Wild. Aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht sehen wir Lennart Kahl doch nochmal bei dieser Club-WM. Ja, das war's. Ja. So, Adam Azno, ja, hat ein paar Minütchen gekriegt, war jetzt nicht wirklich überzeugend bei der Club-WM.
Aber fairerweise muss man sagen, dass ein Guerrero halt genauso wenig überzeugend war. Auch da, du hattest letzte Saison die Chance. Du hattest letzte Saison die Chance, einen Adam da reinzubringen. Du hast es nicht getan, du hast ihn weggeschickt. Welcher junge Spieler soll denn jetzt sagen, ey geil, ich komme zum FC Bayern. Da habe ich alle Chancen, in die Startformation zu rutschen. Jeder junge Spieler, der sich ernsthaft mit dem FC Bayern auseinandersetzt, sieht doch, dass er keinerlei Chancen bekommt. Ja, der kommt wegen der Kohle. Machen wir uns nichts vor. Oder weil es wirklich sein großer Traum war, mal beim FC Bayern zu spielen oder sowas. Ja, das kann ich mir vielleicht noch vorstellen. So, du kommst doch aber nicht, um zu sagen, oh, ich komme jetzt zum FC Bayern mit 20, 21, geil, um hier den nächsten Karriereschritt zu machen. Ja, also wenn du noch nicht auf irgendeinem Niveau gespielt hast. Ja. Vielleicht ist beim Tom Bischof ein bisschen anders, weil er schon auf hohem Niveau gespielt hat, Nationalspieler geworden ist, werden wir sehen. Aber wenn du das nicht bist, wenn du ein 19-jähriger Spieler bist oder so wie Mathys Tel jetzt mit 17 gekommen bist, Katastrophe. Kannst du jedem Spieler nur raten, ey, geh nicht zum FC Bayern, Alter. Ja. Und das ist das Traurige, ja, weil wir sind ein Verein, wir sind eine Mannschaft, die eine starke Mannschaft ist und da muss es doch möglich sein, pro Saison 2 Jugendspieler ranzuführen. Das muss möglich sein. Ja, erst recht in der Offensive. Wie gesagt, es muss möglich sein in der Offensive, wo Positionen jetzt nicht so super wichtig sind. Wenn das Spiel 3-0 steht, zu sagen, jo, alles klar, ich hau jetzt mal 2 Jugendspieler rein. Warum nicht? Ja. Ob das ein Stürmer ist, ob das ein Außenstürmer ist, das muss möglich sein. Ja. So. Dass man jetzt im zentralen Mittelfeld nicht sagt, oh, da ist ein Lucina mit 17, 18, ach komm, den werfe ich da jetzt einfach rein, kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber auch da, wie gerade schon gesagt, muss es möglich sein, dann ein Kimmich auch auszuwechseln. Ja. Um da Platz zu schaffen, damit so ein Tom Bischof zum Beispiel mal mit einem Pavlovic da spielen kann. Ja. Ich wage zu bezweifeln, dass wir diese Kombo jemals sehen werden in der kommenden Saison. Ja, es sei denn, Kimmich fällt mal aus oder sowas. Aber selbst dann wird dann wahrscheinlich eher noch ein Goretzka da reinrutschen. Ja, und das ist wieder so das Thema. Ja, von daher sehe ich da wirklich kein Licht am Ende des Tunnels, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Dafür müssten sich Spieler wie Goretzka, Coman und Gnabry schon entscheiden, oh, alles klar, ich suche nochmal eine neue Herausforderung beim anderen Verein. Und dann würden wir vielleicht mal dahin kommen, dass man sagt, jo, komm, wir verpflichten jetzt keinen. Für die Mitte bräuchten wir eh keinen verpflichten, dann haben wir ein maßloses Überangebot. Auf den Außenpositionen würde man dann sagen, jo, komm, wir gucken, dass wir eine Granate kriegen und gehen dann mit 2, 3 jungen Talenten hinter diesen Granaten in die Saison. Aber warum hat man dann Mathys Tel verkauft? Ja, schwierig. Schwierig. Und wie gesagt, du hattest mit Mathys Tel eigentlich einen Spieler, wo du auch gesagt hättest, jo, alles klar. Sollte ein Harry Kane wirklich mal ausfallen, sollte Harry Kane mal Pausen brauchen. Let's go. Dann wechseln Mathys ein. Ne? Aber das hat man nicht getan. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ja. Es ist mir ein Rätsel, weil der Junge hat ja Bock, der wollte ja. Ja. Der wollte doch unbedingt. Super schade. Ja, unsere Probleme, ist mein Ausblick, werden sich sehr wahrscheinlich nicht ändern, was die Jugendarbeit angeht in der kommenden Saison. Aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich. Vielleicht überrascht mich noch ein Kompanie und ja, ich glaube es irgendwie nicht und das ist sehr schade. Aber haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das soll es gewesen sein. Mathys Tel wünsche ich alles Gute. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung vorangeht. Vielleicht sitzen wir auch hier in 1,5 Jahren und betrachten das mal nach und sagen, Alter, zum Glück haben wir da nochmal unser Kohle wieder rausgekriegt. Ist ja völlig untergegangen. Wer weiß, ja, vielleicht tun wir das. Dann kann man sagen, FC Bayern alles richtig gemacht. Ich wage das zu bezweifeln. Aber nichts ist ausgeschlossen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Euch genauso. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.